Lützeburg überhält den 1. Juli Präsidenz von der Europäischen Union, die wie ihr wisst ja all 6 Monate rotiert. An so loslaufen dann noch die Vorbereitungen auf Heichtouren. Am Regierungsrat den letzten Mittwoch hat die Lützeburger Regierung über die Prioritäten für die Präsidenz geschwärzt. Heute zu Brüssel wird mit Spannung darauf gewartet, wie unser Programm dann genau aussieht. Das zweite Semester von diesem Jahr geht dem noch ganz besonders für Lützeburg, weil so ein Präsidenz vom Conseil hat ein Land nicht dacks. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, für Lützeburg war es die letzte Kehr am Jahr 2005, also für uns 10 Jahre. Das andere Jahr hat sich durch den Traité von Lissabon institutionell so manches geändert. Es ist nicht mehr so, dass die Präsidenz vom Europäischen Conseil, wo ja die Staats- und Regierungschefen sich gesehen, alle 6 Monate changiert. Aber es gibt einen festen Conseilspräsident. Den ersten war den Herman van Rompuy, und das andere paar Monate ist es den polnischen Premier Donald Tusk. Auch an der Außenpolitik gibt es eine neue Zuständigkeit an der Person von der Italienerin Federica Mogherini, die höchste Vertreterin für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und auch Vizepräsidentin von der Kommission ist. Ziel von diesen Änderungen war, für mehr Kontinuität an die politische Führung, mehr Effizienz bei den Decisionen und feste Ansprechpartner am Europäischen Conseil zu kreieren. Aber was heißt das dann für die Lützeburger Präsidenz? Nicht ganz einfach. Am Gegensatz zu 2005 spielen unser Premier und unser Außenminister eine kleine Rolle. Natürlich werden wir ein paar Konferenzen und sonst Evenementen erleben, und schöne Fotos davon zu sehen kriegen. Mit Decisionen gehen da keine geholt. Ministerinnen sind an ihren Domänen aber weiterhin ganz wichtig. Sie präsidieren auch immer hier speziell Conseille. Da geht es dann um Kompromisse mit ihren Ressortkollegen. Da geht es um 28 Memberstaaten, die müssen unter den Hut gebracht werden. Und das ist nicht so einfach. Da gibt es nämlich ganz unterschiedliche Interessen und Argumente erwähnen. Und die alle auf einen Nenner zu kriegen, das ist die Spezifität von Europa und das ist die Qualität von Lützeburg. Und dafür brauchen wir viel diplomatisches Geschick. Und es muss in sein Domain als Minister auch gut kennen. Er sitzt leider Hund, für zu werden, bis das die Freunde ausdiskutiert haben. Welche Sujet kommen dann auf der Lützeburger Präsidenz an den Vordergrund? Weil ich will just ein paar Beispiele nehmen, es sind da natürlich mehr, aber die wichtigsten aus meiner Meinung nach die internationalen Klimaverhandlungen, aber für mich wichtig auch Datenschutzreglement. Der Klimaschutz wird zu einem großen Thema am zweiten Halbjahr gehen. Am Dezember ist die UNO-Konferenz zum Klima zu Paris. Am Jargon heißt die Konferenz COP21. Das steht für die 21. Konferenz der Parties. An dieser Konferenz hat eine zentrale Bedeutung. Zu Paris soll nämlich ein neuer Klimaschutzakkord, der Successor vom Kyoto-Protokoll, überholt gehen. Dabei will die EU vor allem Folgendes durchsetzen: ein gemeinsamer rechtlicher Kader für alle Staaten, klar, fair und ambitionierte Ziele für alle Länder, wo auch nationale Umstände und wirtschaftliche Entwicklungen respektiert gehen, Verantwortlichkeit von den Staaten unter den einen und vis-à-vis von der Öffentlichkeit für ihre Ziele zu erreichen. Da werden wir Europäer einen Teil müssen beitragen, wenn wir die Klimaerwärmung unter 2 Grad Celsius halten wollen. Die Lützeburger Umweltministerin wird hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie muss nämlich die europäische Verhandlungsposition koordinieren und zusammen mit dem EU-Kommissar Cañete die Verhandlungen positiv führen, beeinflussen, aufschließen. Da geht es auch darum, den Versuch von der französischen Umweltministerin für sich selber zu profilieren und das richtig Licht zu setzen. Organisator von der Konferenz
ass de franzéschen Außenminister Fabius. Madame Royal werd also schon mussssen an der europäescher Ekipp mat spillen, méi déi Ekipp gëtt zu Paris vu Lëtzeburg ugefauert. Ein anderen Topthema ass wie gesot den Datenschutz. Als Justizkommissarin hunnech 2012 e Reformpak op den Dëch gelecht an Datenschutzdirektiv op de Wee gebuet. Als Regelle vun 1995, wéi den Internet nach Erkannerchong stung, musse moderniséiert ginn, an unter Herausforderung vun der digitaler Revolution ugepasst ginn. Das Europäische Parlament huet még Propos fir e Reglement mat grosser Majoritéit zougestimmt. Just de Conseil vun de Ministeren huet lang gebraucht, bis d'Ministeren endlich begraf hatten, wie wichtig déi Reform ass. Lo wollen se d'Gesetzgebung dann zu engem guten Aufschluss bringen, anzwer nach dëst Joer. Wann alles gut läuft, da fängt den Trilog, also die Verhandlung zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Ministerrat, en Juni an. Positionen zwischen Conseil und Parlament liegen an wichtigen Delen vom Text nach sehr weit auseinander. An Parlament setzt sich an für Stärkrechte für uns Europäer. An der Lützeburger Justizminister wird erweisen müssen, dass er mit seinen Kollegen flexibel genug ist, für einen Kompromiss zu finden. Nach langem Zicken fehlte de lo nicht an Ambitionen. Der Conseil will nach des Jahr aufschließen, und es gibt effektiv höchste Zeit. Eine erfolgreiche Präsidentschaft wird man nicht aus schönen Fotos, mehr an erfolgreiche Kompromisse und an konkrete Fortschritte bei Gesetzen gemost gehen. Lützeburg ist ein kleines Land und hat dafür auch nicht stark Eigeninteressen. Wir Lützeburger sind überzeugt Europäer und können uns gut mit den kulturellen Unterschieden auseinandersetzen. Als Verwaltungen haben viel Experience. Bref, wir haben alles, was für eine erfolgreiche Präsidenz braucht. Und Europa braucht eine erfolgreiche Präsidenz. Europa braucht einen Lützeburger Succès.